Halo, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Danas čitamo konverzacijske rečenice na nemačkom. Meni te rečenice pomažu da usvojim gramatiku i vokabular na nemačkom, nadam se da i vama pomažu, tako da krećemo sad. Dagegen. Ja sam protiv. Ich bin dagegen. Ich habe nichts dagegen. Nemam ništa protiv. Ich habe nichts dagegen. Sind Sie für oder gegen eine Rauchverbot? Ich bin dagegen. Da li ste za ili protiv zabrane pušenja? Ja sam protiv. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Bitte tun Sie etwas dagegen. Molim vas, učinite nešto povodom toga. Bitte tun Sie etwas dagegen. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Nemam ništa protiv da idemo kući. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Ich komme vielleicht etwas später. Doći ću možda malo kasnije. Ich komme vielleicht etwas später. Vielleicht finde ich einen Job. Možda ću naći posao. Vielleicht finde ich einen Job. Vielleicht hast du recht. Možda imaš pravo. Vielleicht hast du recht. Vielleicht könnten wir ihn zum Abendessen einladen. Was sagst du? Možda bismo mogli da ga pozovemo na večeru. Šta kažeš? Vielleicht könnten wir ihn zum Abendessen einladen. Was sagst du? Er wird wahrscheinlich kommen. On će vjerovatno doći. Er wird wahrscheinlich kommen. Ich reise wahrscheinlich nach Griechenland. Vjerovatno ću putovati u Grčku. Ich reise wahrscheinlich nach Griechenland. Ich habe wahrscheinlich nicht das Recht dazu. Vjerovatno nisam u pravu. Ich habe wahrscheinlich nicht das Recht dazu. Sie möchte ihren Mann nicht. Ona nije voljela svog muža. Sie möchte ihren Mann nicht. Sie hat ihn geheiratet, obwohl sie ihn nicht möchte. Ona se udala za njega, iako ga nije voljela. Sie hat ihn geheiratet, obwohl sie ihn nicht mochte. Ich mochte ihm helfen, aber ich konnte das nicht. Žalosno mu pomognem, ali nisam mogao. Ich mochte ihm helfen, aber ich konnte das nicht. Das ist ein unglücklicher Zufall. To je jedan nesrećan slučaj. Das ist ein unglücklicher Zufall. Glück kommt immer durch Zufall. Sreća uvek dolazi slučajno. Glück kommt immer durch Zufall. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Ali to je vjerojatno samo slučajnost. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Hast du das mit Absicht oder zufällig gemacht? Da li si to namjerno ili slučajno uradio? Hast du das mit Absicht oder zufällig gemacht? Ich habe es nur zufällig erfahren. Slučajno sam to saznao. Ich habe es nur zufällig erfahren. Ich habe ihn zufällig getroffen. Slučajno sam ga sreo. Ich habe ihn zufällig getroffen. Der Autor hat nicht zufällig einen solchen Titel genommen. Autor nije slučajno izabrao baš taj naslov. Der Autor hat nicht zufällig einen solchen Titel genommen. Er hat sein Haus zufällig angezündet. Zapalio je slučajno svoju kuću. Er hat sein Haus zufällig angezündet. Er hat dich nicht zufällig gewählt. On to nije slučajno izabrao. On te nije slučajno izabrao. Er hat dich nicht zufällig gewählt. Hast du die Absicht, das zu tun? Imaš li nameru to da uradiš? Hast du die Absicht, das zu tun? Das war nicht meine Absicht. To nije bila moja namera. Das war nicht meine Absicht. Hast du die Absicht zu studieren? Imaš li nameru da studiraš? Hast du die Absicht zu studieren?
Es war nicht meine Absicht, dorthin zu gehen. Nije bila namera da idem tamo. Es war nicht meine Absicht, dorthin zu gehen. Entschuldigen Sie bitte. Meine Tochter hat das nicht mit Absicht gemacht. Izvinite, molim vas, moja ćerka to nije namerno uradila. Entschuldigen Sie bitte, meine Tochter hat das nicht Absicht gemacht. Er hat einen Unfall gehabt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Imao je nesreću, ali sada je sve u redu. Er hat einen Unfall gehabt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Wann hast du von dem Unfall erfahren? Kada si saznao za nesreću? Wann hast du von dem Unfall erfahren? Ich habe nichts gesehen, weil der Unfall plötzlich passiert ist. Nisam ništa video, jer se nesreća iznenada dogodila. Ich habe nicht gesehen, weil der Unfall plötzlich passiert ist. Alle Zeitungen berichten von dem Unfall. Sve novine izveštavaju o nesreći. Alle Zeitungen berichten von dem Unfall. Heute berichten wir über eine große Story. Danas izveštavamo o jednom velikom događaju. Heute berichten wir über eine große Story. Ich möchte euch von meinem gestrigen Erlebnis berichten, das mich sehr beeindruckt hat. Hteo bih da vas obavestim o svom jučerašnjem doživljaju koji na mene ostavio utisak. Ich möchte euch von meinem gestrigen Erlebnis berichten, das mich sehr beeindruckt hat. Er berichtet über die Lage. On izveštava o situaciji. Er berichtet über die Lage. Die Zeitung berichtet heute darüber. Novine izveštavaju o tome danas. Die Zeitung berichtet heute darüber. Der Reporter berichtet über den Krieg. Reporter izveštava o ratu. Der Reporter berichtet über den Krieg. Ich stimme seiner Meinung zu diesem Fall einfach nicht zu. Jednostavno se ne slažem sa njegovim mišljenjem u ovom slučaju. Ich stimme seiner Meinung zu diesem Fall einfach nicht zu. Du darfst auch auf keinen Fall traurig aussehen. Ne smiješ ni u kom slučaju izgledati tužno. Du darfst auch keinen Fall traurig aussehen. Ich sehe diesen Film auf keinen Fall an. Ni u kom slučaju neću da gledam ovaj film. Ich sehe diesen Film auf keinen Fall an. Ich habe sie dort gesteckt, weil ich sie auf keinen Fall verlieren wollte. Stavio si me tamo jer nisam želao ni u kom slučaju da izgubim. Ich habe sie dort gesteckt, weil ich sie auf keinen Fall verlieren wollte. Ich habe einen kleinen Regenschirm in meiner Tasche. Falls der Regen anfängt. Ima mali kišobran u torbi ako počne kiša. Ich habe einen kleinen Regenschirm in meiner Tasche, falls der Regen anfängt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, ebenfalls. Želim vam prijatan vikend. Hvala, također. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, ebenfalls. Ich wünsche Ihnen alles Glück im Leben. Danke, ebenfalls. Opet ebenfalls. Želim vam svu sreću u životu. Hvala, također i vama. Ich wünsche Ihnen alles Glück im Leben. Danke, ebenfalls. Ich kann sie nirgends finden, obwohl ich überall gesucht habe. Ne mogu je nigde naći, iako sam svuda tražio. Ich kann sie nirgends finden, obwohl ich überall gesucht habe. Obwohl sie fleißig ist sie immer noch arbeitslos. Iako je vredna, još uvijek je nezaposlena. Obwohl sie fleißig ist, sie ist immer noch arbeitslos. Er wird morgen kommen, obwohl er krank ist. On će doći sutra, iako je bolestan. Er will morgen kommen,
obwohl krank ist. Ich arbeite seit einem Monat in einer Schule. Već mjesec dana radim u jednoj školi. Ich arbeite seit einem Monat in einer Schule. I posljednja rečenica danas. Hast du letzten Monat viel verdient? Da li si mnogo zaradio prošlog mjeseca? Hast du letzten Monat viel verdient? I to je to za ovaj klip. Vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Tschüss!